lief Kolleginnen und Kollegen, lief Gast von Hai an aus der Gegend, lief Vertreter von der Presse. Es kann nicht mehr so ein weiteres Jahr Leid Hannerun ist, ein memorabel Jahr Leid Hannerun ist. 2010 war Jahr von der massiven Angriff auch zu Lützeburg von der Patronatsorganisationen an von der CSV auf den Sozialstaat. Es war aber ein Jahr von sozialen Widerstand. Auch ein Premiere gewissermaßen hier am Land. 2008 und 2009 gaufen Banken und Wirtschaft massiv aus dem Staatsbudget finanziert, für dass sie aus der Wirtschafts- und Finanzkrise herauskommen, die sie aber selber verursacht hätten. 2010 wurde der Bemol geheischt, ihre Zeit von der Sortie de Krise. Krise war ein River für die mit der Münz, und Krise für die normale Leute sollte 2010 aufhängen. Die Löcher an den öffentlichen Finanzen müssen gestoppt gehen, die durch die Subventionen gerast sind, aber auch durch ein Jahrzehnte lang billig Steuer- und billig Kotisationspolitik für die Betriebe und für die Reichen. Die Löcher sollten gestoppt gehen, von wem? Von den Lohnempfängern, durch erhöhte Steuern und Taxen, durch Selbstbeteiligung auf verkürzten Leistungen und durch eine billig, weil selektiv, aber vormundend Sozialpolitik. Damit geht aber die Basis von der nächsten Krise gelöst, weil die Ursache von der letzten Krise Luxo an dem übermäßigen Unhäfen von Reichtum bei den ewigsten Schichten von der Gesellschaft. Weil aber die Schichten mengen immer fertig zu bringen, dass die Letzten von der Krise, von denen gedroht gehen, die nicht dafür können, gibt es für sie auch keine Ursache, für mit der desaströser Spirale abzuhalten. Sie halten auch nicht immer da ab, solange sie nicht die politischen Konsequenzen davon zu spüren kriegen. Sie kriegen die aber nicht zu spüren, wenn an der Gesellschaft der Widerstand sich gegen die Politik mischt. Zum Beispiel, wenn das Jahr den einseitige Krisepakt, den die Regierung als oberlöst hat, durch Einkommensverluste einmal innen bei den meisten Leuten wird auch kommen, also sie werden merken an ihrem Portemonnaie, wird Krisensteuer, wird die sogenannte Solidaritätssteuer, wird Wassertaxen an den Gemengen oder Beteiligungen am Gesundheitssektor für einen Impact auf sie werden haben. Neben größer Unzufriedenheit, die da wird antreten, an noch vielleicht punktuellen Widerstand, bestehen aber nicht mehr realistische Chancen auf mehr fundamental politische Änderungen von signifikativ sozial und politisch Kräften sich eins gehen auf einem Förderungsprogramm, den sie der Regierung entgegenteilen. Aber soziale Mobilisationen und Bewegungen, wo wir schon den Anfang davon gemerkt haben, am letzten Jahr, sich die Forderungen werden uneignen. Aber auch wenn es zu einem politischen Bündnis kommt, für eine Gesellschaft. Da sind wir aber noch ein Stück davon weg. Die Länger schaffen aber und denen Voraussetzungen mit all ihren Kräften. Sie sind die Einzigen, die an der Chambre die neoliberale Politik von der Regierung prinzipiell attackieren und die Interessen von den Leuten, die schaffen gehen, vertreten. Wir brauchen aber eine Unterstützung dabei. Es gibt endlich dafür Zeit, Menge mehr, dass auch zum Beispiel an den sozialen Bewegungen, an den Gewerkschaften noch mehr erkannt wird wie bisher, dass das gesellschaftliche Engagement auf diesen Plätzen allein nicht mehr durchgeht und sich mehr Leute für Veränderungen im politischen Plan bei die Link engagieren werden. Es gibt Zeit, dass bei den Sozialisten, aber bei den Grünen, an den Parteien, vielleicht auch an anderen Parteien, die desaströse Situation beendigt wird, die daran besteht,
dass zu Lützeburg am Parlament außer die Link keine fundamentale Opposition gibt. Weil das Verhältnis, was da besteht, 1:60 oder zu 59, entspricht in keinem Fall der wirklichen Opposition, die da hier am Land gibt. Das haben wir auch am letzten Jahr gemerkt, zum Neoliberalismus. Dann hat sich sicherlich etwas von zu Rekompositionen auf der linken Seite kennt, wenn zum Beispiel aus LSAP oder Grünen Leute abstehen an ihren Desakkord mit der offiziellen Politik von den Parteien öffentlich manifestieren. Wir meinen noch, dass es dieses Jahr genug Ulas gibt dazu, für das sich etwas bewegt. Weil dieses Jahr wird das sein für weiteren Angriff auf den Index. Dieses Jahr wird auch das sein, wo das Reformprojekt von den Renten vorgelegt wird. CSV hat schon angekündigt, dass sie am Gegensatz zur Gesundheitsreform eine tiefgreifend und langfristig, ich zitiere, Reform will. Das heißt, hier soll das öffentliche Pensionssystem gründlich zerschlagen gehen. Hier sollten die Leute forciert gehen, für sich am Assurancesektor privat zu versichern. Weil darüber geht es schlussendlich. Und dann geht auch nicht mehr von Finanzierungsschwierigkeiten geschwärzt. Weil da geschieht ja die Finanzierung von den Leuten selber, individuell. Aber wenn du nicht mithelfen kann bei der Finanzierung von einer privaten Zusatzversicherung, die fällt dann, wie wir das schon in Deutschland erlebt haben, an die Altersarmut oder schafft sich krumm und krüppelig bis an den hohen Alter. Unter dem Vorwand von der Generationengerechtigkeit bei der Finanzierung gibt also in Wirklichkeit einen sozialen Groove gezogen. Er betrifft alt wie jung, Haut und noch an Zukunft. Auch bei der Gehälterreform beim Staat geht es nicht um Gerechtigkeit zwischen den Beschäftigten, mehr um die Schärfe von Ungleichheiten, für die den öffentlichen Sektor aber wieso nicht bekannt war. Die Anfangsgehälter sollen heraufgesetzt gehen, an die Ewiggehälter sollen herabgesetzt gehen. An die Beschäftigten beim Staat sollen noch mehr sich konform verhalten zu dem, was von ihnen verlangt wird. Sie gehen in einen Generalverdacht Gestalt an individuelle sogar können sie an ihrer Karriere behindert gehen, wenn sie nicht die Gewähr bieten. An nur der Gemengewahlen wird der Reformeifer verstärkt weitergehen. Da werden die weiter strukturelle Reformen angepackt gehen, zum Beispiel, was Steuern angeht, in Richtung von einer Flat Tax, von einer flacher Tax, nicht von einer progressiver Tax, auch von einer selektiver Sozialpolitik. Mehr schon geht es Schritt für Schritt an die Richtung, besonders wenn nicht abgepasst wird. Wir haben gemerkt bei den Verschlechterungen bei der Charge de Cours, denen sie wollten heimlich den Index wegholen, aber nicht die Lenk, das Gewürge wir an das Publikum gemäht hat, und dadurch erreicht wird, dass die Indexabschaffung für einen Teil von den Salarien in einem Rückgängigkeit muss gemäht gehen, da wir sie wirksam. Auch den regelrechten Kampf, der geführt wird gegen Sozialleistungen von den Leuten, die nicht wohnen, oder keine Lützeburger, sie von den Frontalieren oder von den ausländischen Studenten zum Beispiel, geht weiter, Menge mehr mit einer Systematik, die schon bald und Xenophobie ruckelt. Wir leben all der neue Novellen, wo wir hören, dass so Sachen durchgeführt gehen. Leif uwesend 12 Schuhe geht es schon die Lenk zu Lützeburg. Besonders an den letzten 2 Jahren konnte man als aktivitätsmäßig und elektoral wesentlich verbessern. An der Chambre haben wir Vertrauen gerechtfertigt, was Leute an uns gesagt hatten, an dem wir da die einzig fundamental Opposition an ganz viele Frohe waren. Mit skandalös klängen Redezeiten von ein paar Minuten bei wichtigen Projekten. Gesundheitsreform oder einer wichtigen Projekte. Und dafür muss ich schon Kilo haben, wenn den Herr Baudry hier geht, er sieht, die Länge Giffen geschickt zwar sehen, aber sie giffen bei gesellschaftlichen Allgemeinheiten bleiben. Also sie giffen gar nicht an Detailwelten von der Politik gehen. Man muss sich natürlich froh, wenn sie dann an der Chambre zum Beispiel Zeit hätten, an ein Detail zu gehen.
Wir wissen natürlich an noch Wesen von also Pressekonferenzen, dass die Länge viel Detailvorschläge entwickelt wird, von denen verschiedene Sozialisten froh wären, was den Herrn Baudry ihnen präsentieren. Herr Baudry lädt ihnen aber ein Kopie konform vom CSV-Programm vor. Anscheinend dass der LAP auch zu 95% mit dem sozialen Kahlschlag an der Fonction publique d'accord, den ungekennigt ist von den CSV-Ministern zu 95%, so Herr Asselborn, der den Reformtango, wie noch gesagt hat, mit der CSV will weiter tanzen. Die Lenkung 2010 eine detaillierte Stellung herausging, zum Beispiel zu der geplanten Rentereform, mit konkreten ermerkbaren Alternativen zur langfristigen Aufsicherung vom öffentlichen Rentensystem, mittelfristig und kurzfristig als die überhaupt nicht davor am Übrigen. Unter anderem haben wir Vorschläge gemacht, wie ein Rentenreserve kennt, ernst ersetzen, für neue Arbeitsplätze hier an der Gegend zu schaffen, ab Plätze damit zu spekulieren an der ganzen Welt, also zum Beispiel zu investieren an dubiose Waffengeschäfte. Was mehr auch die einzig waren, die das abgedeckt haben. Wir haben auch zur Gesundheitsreform Analysen an Vorschläge gemacht. Da kann ich nicht Herr Baudry so wettering einer Partei hat dann so viel am Detail zur Politik Stellung geholt, wann nicht die Lenk. Wir haben noch anhand vom Aufbau von Villeroy von Dickrich Vorschläge entwickelt, wie eine wirtschaftliche Substanz, die profitabel ist, kann daheim bleiben. Wir haben zu gesellschaftlichen Themen am letzten Jahr Beiträge an Denkanstöße geliefert, wie zum Beispiel zum Avortement, zur Drogenproblematik oder zur Überwachungsthematik. Und ich meine, ein wichtiger Beitrag zur politischen Bildung als einer lenker, aber nicht direkt parteipolitisch gebundener Vue, das ist als Internetzeitung Gauche LU, von der schon, mänglich muss ich aber sagen, schon 292 Nummern an den letzten Jahren herausgekommen sind, was mänglich eine Performance ist, weil die Zeitung wird ausschließlich von freiwilligen Mitarbeitern gestaltet. Außerhalb vom Parlament hatten wir am letzten Jahr eine wichtige politische Kampagne. Die wichtigste Kampagne an diesem Jahr unter dem Titel «Eis Arbeit, Eis Rechter». Und wir hatten sie so ausgerichtet, dass sie zeitgleich mit den Tripartitverhandlungen verlaufen was. Wir haben eine Broschüre verteilt am ganzen Land, wir haben eine Zeitung verteilt am ganzen Land. Wir hatten einen Kinospot an alle Kinoen. Und wir haben hier versucht, gegenzusteuern, gegen die ideologisch Dominanz von der Diskussion, die vom Patronat gesteuert war, mit einem klaren Message. Wir haben gesagt, es sind die schaffenden Leute an diesem Land, die alle Werte schaffen, und daraus ergeben sich hier Rechter. Das war den Hauptmodordre von der Kampagne. Und ich meine, das ist eine Kampagne, die auch gut überall angekommen ist. Wir haben noch an also verschiedenen Texten eine Reihe von Dringlichkeitsforderungen formuliert am Interesse von der Verbesserung von der Löhne und von den sozialen Leistungen. Das heißt, bei dem Ganzen noch gerne für das Selbstbewusstsein von den Leuten, die schaffen gehen, an den Vordergrund zu regeln, für ihre Widerstandswille noch zu stärken, an ihre Bereitschaft sich anzusetzen. Wir haben eine zweite Zeitung herausgegeben am letzten Jahr, am Dezember, zum einseitigen Spurpack von der Regierung, nachdem man an der Öffentlichkeit und natürlich auch an der Chambre dazu als Übermeint damit auseinandergesetzt hätten. Wir haben Scheitern von der Tripartit an dem Jahr. Und ich meine, das ist den eigentlichen politischen Moment am letzten Jahr gewesen. Wir haben Scheitern von der Tripartit nicht wie andere Parteien, als ein Niederlage empfunden. Aber wir meinen, es war das Jahr nicht mehr möglich, ein ganzes Programm von Konterreformen, wie das aber nach 2006 möglich war, dem Regierungsprogramm an den Wahlprogrammen von der Parteien förmlich abzupraffen und durchzusetzen, das war das Jahr nicht mehr möglich,
dank dem Widerstand von den Gewerkschaften am letzten Jahr. Den Herr Juncker hat Kaution von der sozialen Bewegung an diesem Land nicht gekriegt bei dem, was er will. Das ist ein wichtiger Fakt, den ich festhalten muss. Weil egal, was an den separaten Bipartiten, die da noch kommen sind, auch alles dabei herauskommt, von Negativen, vor allem natürlich mit beim Patronat, kann ich nicht mehr sagen, den Herr Juncker hat nicht einen Freischein gekriegt, einen kein Blanko-Schein gekriegt, für mit seiner Politik weiterzuführen, und an dem neuen Jahr, an dem wir sind, können sich neue soziale Widerstände un. Und noch einmal steht auch die Forderung von den 30.000 Leuten, die den 16. Mai 2009, kurz vor der Chamberwahlen, an der Stadt massiv auf Abruf von den Gewerkschaften demonstriert haben, steht, wo sie gesagt haben, bezahlen nicht für ihre Krise, steht noch einmal als unerfüllten Forderung am Raum und als noch einmal Gegenstand von den Auseinandersetzungen, die sich am neuen Jahr werden und müssen machen. Und da, an dem Gewerkschaften sich darum gehalten haben, was die Leute gesagt haben, ein paar Wochen vor den Wahlen, kann ich sagen, ob manche Gewerkschaften haben die Wahlversprechen gehalten, für sich dafür anzusetzen, dass es nicht zu Verschlechterungen kommt. Wenn auch der Erfolg davon natürlich moderiert ist an den Herrn Juncker, an seine Equipe, natürlich sich auf viele Fälle konnten durchsetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich die Sondage will gelesen hätte, wir 4 bis 5% an den zwei großen Bezirken, an denen der parlamentarischen Vertretungen an den zwei Bezirken am Rest vom Land geben wir über 3% leihen. Wir bauen aber nicht auf die Resultate. Wir bauen nicht so lange auf unsere Kraft, auf das, was wir wollen und auf das, was wir fertig bringen. Es kann ihn vielleicht durch Sondage gelesen, wenn ihn darüber lebt, soll ihn aber nicht mehr darüber leben, dem Moment, wo sie gemäht sind, nicht darüber heraus. Das ist keine Garantie für die Zukunft. Aber wir müssen das trotzdem als Menschlichkeiten bewusst gehen, die wir haben. Es gibt keine Wahlarithmetik, die für allemal feststeht. Es ist also nicht so, dass, wenn die eine Partei gewinnt, dass dann die andere automatisch verliert. Und am Übrigen ist auch immer eine gesellschaftliche Bewegung von Minoritäten ausgegangen. Aber länger Alternativen mal durch die Prozesse, die notwendig sind am Land, durch eine Mobilisation, durch einen politischen Zusammenschluss von Kräften, die es fertigbringen, Forderungen zu formulieren, an Regierungen unter Druck zu setzen. Wenn wir so Alternativen bis Überwasser kriegen, dann geht es doch ganz sicher bei Wahlen, da werden dann noch festgefrorene Gewunnischten verschwommen, da wird dann noch zu einem Dammbruch kommen und da werden noch Längsparteien viel mehr eine Möglichkeit tun, für sich durchzusetzen. Aber wenn ich gucke, die LSAP, die opbrieft, an dieser Situation eine Reconquête von ihren Wählern zu machen, da kann ich nicht mehr sagen, die Reconquête geht nicht mehr über die TV. Die geht sicher nicht, wenn sie an der Regierung bleiben. Da verlieren sie weiterhin einen Abfluss, da verlieren sie weiterhin Wähler. Es gibt zwar nicht mehr richtig Stammwähler wie an der Zeit, es gibt aber noch immer ein Wählerpotenzial, das nicht nur der Tradition guckt, aber auch nur seine sozialen Interessen sich orientiert. Für portugiesische Wähler zum Beispiel, zu 10% bei den Chamberwahlen, nur die neue Retüte, die veröffentlicht worden ist, die Lenke verwählen, als sie aber kein Wahlrecht tun, dann sieht das nicht nur etwas aus über die nationale Diskriminierung von den Portugiesen zu Lützeburg, aber auch über die Beschneidung vom Wahlrecht von den manuellen Arbeiter hier am Land, weil an der Majorität handelt es sich darum. Und dann ist auch das eigentlich, was ich schlussendlich muss als die Retüte zurückbehalten. Nicht, dass die Ausländer am Durchschnitt geben wie die Lützeburger wählen, was den so an der Presse liest. Das wundert uns eigentlich nicht. Und das weist ja auch, dass es keine Basis zu Lützeburg gibt für nationalistische Aufgrenzungen. Wir dürfen auch immer übrigens, seit es gibt, verlangt Wahlrecht für ausländische Schmattbürger, die hier am Land wohnen. Die aktuelle Studie weist aber auch darauf hin, dass das Wählerpotenzial von die Lenk
Von der Altersstruktur hier bis zu 90% aus den aktiven, aus der beruflich aktiven Schichten von der Bevölkerung besteht. An die Schichten, die setzen viel Männer auf Traditionen, wie auf das, was man alltag als die Lenk rüberbringen. Sie setzen noch bei Aussagen, noch bei Aktionsformen, noch bei mediatisch Auftreten. Immer mehr auch auf die Art und Weise, wie wir die modernen Medien ersetzen. Und da hatten wir im letzten Jahr viel Abweises, besonders durch das Engagement und auch die professionelle Hilfe von jungen Leuten. Wir haben eine moderne Grafik, und wir setzen immer mehr videastisch, wie in der heute so nennt, videastisch Mittel an, wie die erste Nummer von Lenk TV weist. Und wir hoffen, dass die Nummer von Lenk TV euch gefallen wird. Und wir hoffen, dass sie nach vielen Nummern dono kommen, weil wir fanden, dass das der richtige Weg ist, für politische Inhalte zu vermitteln. Also neuen Internetseite, die wird doch geschwind online gehen. Die Mittel, die wir durch Parteiengesetz und durch das Chambermandat mitgekriegt haben, und das wäre für uns beachtlich Summen. Die haben wir sinnvoll angesetzt zur politischen Aufklärung. Wir haben die Summen investiert an politisches Material, aber auch Leute, die bei uns beschäftigt sind, die uns schon viel geholfen haben, wofür ich Ihnen nachdenke, ja, will. Merci so. Für die Wahlkampagne stellen wir übrigens einen jungen Medienspezialist an, den als beim Ausbau und bei der Vernetzung von den informatischen Mitteln über Web 2 helfen wird. Wir haben uns so nicht verschwänzt, wir sind behutsam damit umgegangen, also das Budget geht ab, wofür auch als Käse viel Verdienst drin hat. Aber wahrscheinlich werden wir mit ihrer Hilfe bei einer kleinen Solidaritätskampagne, die wir aber wollen am nächsten Monat starten, werden wir für die erste Kehr Wahlen können gehen, ohne einen weiteren Prä müssen zu machen. Am Februar werden wir also ein Wahlprogramm an denen einzelne Gemenge vorstellen, und mit unseren Membern als Sympathisants diskutieren, am April geht dann auf einen monatlichen Kongress angeholt und dient dann als Basis für als Arbeit an den Gemengen, an denen wir kandidieren wollen, und wir hoffen, dass das mit dieser Hilfe an so vielen Gemengen wie möglich der Fall wird sein. Das Programm wird auf jeden Fall Traduktion von unserer nationalen Politik auf kommunalem Plan sein. Auch da werden wir mit die einzigen sind, die von der Krise schwätzen, von der Armut, vom Chômage, von der Finanzierung von der Gemengebudgeten, durch Wert für Steuern und so weiter. So wie der Machtbaum, der bei seiner Budgetsrede zu Asch am Dezember als 4 demonstriert wird. Aber wir werden noch froh von der Bürgerbeteiligung abwerfen, zu der wir eine Etude ausschaffen gelassen haben. Die Etude werden wir auch benutzen, für die Froh von der Bürgerbeteiligung bei diesen Wahlen an den Vordergrund zu setzen. Der lokale Terrain ist zwar kein einfacher Terrain für uns, weil wir als politisches Movement am Anfang stehen, am Anfang von einem organisatorischen Abbau sind. Das aber dürfen auch eine gute Gelegenheit für den Abbau seriös, beharrlich, nachhaltig und fair zu leiten. Wir wollen auch bei den Gemengewahlen an einer neuen Breite auftreten, auch für die Rechtsentwicklung von der Gesellschaft, Terrain bei den Leuten entgegenzuwirken. Und hier muss ich sagen, als CSV die große Probleme hier am Land. An CSV als auch für uns die großen Gegner, die wir entgegentreten werden. Wie der Journalist Romain Hilger das brillant formuliert hat, hat gesagt, weil CSV Sozialenzyklika durch die Maastrichter Stabilitätsenzyklika ersetzt hat, hat die Sozialpolitik als Mittel vom sozialen und politischen Zusammenhalt hier am Land durch ein Hemmungslift ersetzt, die nicht kostet. Für die Herrschaften hat übrigens noch immer an der Vergangenheit gemäht. CSV hat die W ideologisch, war noch vielleicht noch nicht ganz an der Praxis, zurück bei dem Maulkurve-Politiker Besch, als eine Rechtspartei aus den 30er Jahren gefordert und nicht für nichts, heißt hier ein Think Tank auch Cercle Joseph Besch. Dafür Frieden, Wolter und Schilz, das sind die CSV-Politiker von der Zukunft, die ihr Kurs von der sozialen Kälte, von der sozialen Herd, mit scheinheiliger Caritaspolitik und mit Überwachung und Repression verbannen werden.
Et war den Herr Juncker, den diesen Übergang möglich gemacht wird. Ideologisch wird mit depassiertem Lenken imaginär gehandelt, kann ich aber so gewuchert. Zum Beispiel mit so Forderungen wie Maximalindextranche oder Lohnfortzahlung durch den Patron. Ich weiß dafür auch nicht, ob Herr Juncker als letzten CSV-Sozialpolitiker an die Geschichte angehen wird. Geht erst als Rattenfänger von Hermeln an die Geschichte an. Ich habe global gesagt von Marmeln, weil Kapelle leidt an der Gemeinde Marmer. Ihn hat als Finanzminister und als Serviceminister Bedingungen von Haut geschärfen. Und hat über Jahrzehnte verstärkt 2001 und 2002 und auch Haut nach alldeelig Steuerlandschaft an den Eldorado für die Betrieber an die Reich verwandelt. Hin hat verhindert, dass es zu arbeitsrechtlichen Verbesserungen kommen, als zum Beispiel bei der notwendigen Arbeitszeitverkürzung, an hin hat die Arbeitszeit au contraire flexibilisiert. Das ist das Resultat von der Politik, das wir heute rumfanden. Das ist die Politik von Herrn Juncker, von Haut an einer Etude von der Bertelsmann Stiftung für Deutschland, Lützeburg folgendermaßen 131 OECD-Länder aufschneidet. 14. Platz beim sogenannten sozialen Index, da nicht mehr Juncker sein Index, das ist ein Index von der Sozialpolitik zu Lützeburg. 18. Platz bei der Kannerarmut, 26. Platz beim Bildungszugang, ganz wichtig, ein wichtiger Platz. 19. Platz bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Das ist der Verdienst von Herrn Juncker, auch für seine Regierungen, von der Stadtdeck als Haut vierrechend, dass die realen Lohnkosten bezogen auf eine mehr hohe Arbeitszeit zu Lützeburg unter den Leuten von all unseren Notbeschlemmer. Außer an zwei Sektoren, den Gesundheitssektor und den Sozialsektor, für Wert, weil dort Lehn und die vom Staat gebunden sind. Wo man doch die Erklärung geliefert wird, für Wert Gehälterreform beim Staat, für die Regierung absolut Priorität wird. Es geht um Lohnfrohen. Es geht um generelle Aufsetzung von der Lehn als weiterer Kompetitivitätsbonus oder soll ich so ein Profitkado für als Ökonomie, die ja sowieso schon die kompetitivste und die profitabelste in ganz Europa ist. Es geht auch zum Beispiel darum, für weitere Privatisierungen am Gesundheitssektor zu ermöglichen. Dafür hat auch der Herr Juncker unbedingt der LSAP trotz ihren elektoraler Verluster ein Keier für viel deutlich muss Matt an die Regierung holen. Dafür ist auch der Herr Juncker Eurogruppe-Chef, für das er von der Platz aus sich selber opfordern kann, wie das im Dezember geschieht ist, die Löhne zu Lützeburg zu senken und den Index zu suspendieren. Es soll keine Mengen am Rückzug vom nationalstaatlich eine Lesung leihen. Also mehr als die Linke ganz klar, und das haben wir auch schon bei der Referendumskampagne gesagt, dass wir endlich eine europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik brauchen, die auf der Harmonisierung und auf eine richtige europäische Demokratie beruht. Das, was wir behalten von der Nationalstaatlichkeit, das sind die lokalen nationalen Instrumente vom Volkswillen. Und wir wollen die nicht mehr behalten, wir wollen sie ausbauen. Was wir behalten zu Lützeburg, das ist Kultur, die es gibt von der Arbeiterbewegung und anderem. Kultur von der Resistenz, das ist das, was Lützeburg ausmacht. Das ist das, was in Frankreich genannt wird, das Programm vom Conseil de la Résistance. Und das ist das Programm, wo Herr Sarkozy angekündigt wird, dass er will abschaffen. Und dieselbe ideologisch Vierzeichen, die geht nicht immer nach Frankreich, die geht es überall. Weil wir Internationalisten sind wir auch ein aktiver Member an internationalen politischen und gesellschaftlichen Zusammenschlüssen und haben noch, wie der Noventhai sieht, und gute Kontakte zu allen Längsorganisationen an der Großregion, und zwar auf einer ganz pluralistischen linker Basis, weil wir gesehen haben selber auch als eine pluralistisch linke
Kraft. Wir haben zu Lützeburg die verschiedensten Leute empfangen, die Mélenchon, und die Krivine empfangen, und die Gysi empfangen. Wir wollen zusammen schaffen an alle Leute auf der Linken, die wollen wirklich etwas ändern, an gesellschaftlichen Veränderungen beifeiern, wollen wir zusammen kreieren und mit ihnen zusammen schaffen. Und in dem Sinn wünschen ich euch alle Guten ein erfüllend und erfolgreiches Jahr 2011.